Leck mich am Arsch. So krass, weil heute bin ich seit ich YouTube mache noch überhaupt nicht beleidigt worden. Und das war auch gut so. Und zwar sage ich jetzt erst einmal Hallo, habe die Ehre, Servus, Hallo und herzlich willkommen zu einer nackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Wir haben vor, das dürfte schon weit über ein Jahr her sein, eine Folge Bayerisch für Anfänger gemacht zum Thema Schimpfwörter. Schimpfwörter kommen immer gut an. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach mal auf Snapchat eine, was ihr so für interessante Ideen habt zum Thema Schimpfwörter. Und da habe ich eine Schwemme an Hassnachrichten gekriegt. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Aber ich habe mal so ein wenig das Beste aussortiert. Es sind Schimpfwörter dabei, die muss man bzw. kann man nicht erklären, weil es keinen Hintergrund haben, sondern halt einfach Schimpfwörter sind. Und es sind Schimpfwörter dabei, die man, wie gesagt, erklären kann, weil sie einen Hintergrund haben. Und damit fangen wir ganz einfach einmal an mit dieser Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Und zwar habe ich da mir wieder ein schlaues Zettel gekriegt. Ja, das ist ein Straußblock. Und da lese ich jetzt ganz einfach an, weil das ist einfach, wenn es recht ist. Und wenn es nicht recht ist, der kann, nehmt so ein Tape und biegt einfach am Bildschirm quasi den Bereich an, dann setzt ein Zettel. Ich habe jetzt bei der ganzen Sache die Namen nicht dazu geschrieben, wie man das geschickt hat, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt wollte ich sowieso mal sagen, auf Snapchat kriegt man öfter mal Nachrichten, hey, kannst du mich mal grüßen, kannst du dich mal grüßen, kannst du dich mal grüßen. Das Problem ist, wenn man relativ viele Nachrichten kriegt, selbst wenn ich das speichere, vergiss ich das. Und das war so viel, das war in jedem Video, waren diese paar Leute, und wenn ich jetzt anfange, dann werde ich garantiert mal jemanden vergessen. Und das war ja unfair denen gegenüber, weil ich es vergessen darf, wenn ich andere grüßen darf, und somit grüße ich einfach gar keinen, weil dann kann ich ja keinen vergessen. Und somit fangen wir ganz einfach mit dem Suppenkasperl an. Suppenkasperl ist wie so ein Ding, das glaube ich keine Bedeutung, wenn ihr mehr wisst wie ich, dann. Also, so. Und dann schreibt es da rein und dann weiß ich auch wieder mehr. Das nächste ist sehr interessant. Ich glaube auch, dass das nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist. Ich habe aber sehr lachen, wenn ich es gelesen habe. Schleimscheißerte Bambusschildkröten. Oh. Ein allerweltsbegriff, der Zipfelklatscher. Das glaube ich mal jetzt nicht erklären, auf was für eine Tätigkeit das zurückzufolgen ist. Und dann haben wir den Doldi, ein Heimtaucher, der ist sehr oft gekommen, den sage ich jetzt nicht nochmal, den haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Der Heimtaucher ist eigentlich ein Schnabeltier, ein entenähnliches Getier. Der Heimtaucher, ein Trutschen, wird eigentlich öfter fürs weibliche Geschlecht verwendet. Trutschen, Trutscherdl. Da haben wir wieder das Dl als Verniedlichungsform dabei. Ein Schupferbrunzen, das ist quasi zu Hochdeutsch übersetzt jemand, der an eine Scheune ran uriniert. Ein Suppensalzer, oder was auch oft gekommen ist ein Brezensalzer. Jemand, der eine Suppe salzt oder eine Breze salzt. Das heißt, Brezensalzer, hat man immer gesagt, dass jemand, den kann ich eher so eine Aufgabe geben, weil für alles andere ist es blöd. Fettbeidel, glaube ich, mal auch nicht erklären. Angesuchter Dreckhammel, was angesucht oder angesucht heißt, das glaube ich mal euch nicht erklären. Ein Dreckhammel, Dreck ist Dreck, und ein Hammel ist jemand, der war jetzt, ja, weil ein Depp, ein Hammel, der denkt halt nicht weiter. Dann haben wir zwei Sachen, und zwar einmal den Hodern und den Hanscher. Das ist jetzt aufs Gleiche zurückzuführen, und zwar einen, ja, in Hochdeutsch gibt es den Begriff nämlich auch, und zwar einfach einen Lappen. Wenn jemand auf Hochdeutsch sagt Lappen, kann man jetzt sagen, hey du Hodern oder hey du Hanscher. Haben wir auch schon drin gehabt? Hashtag Hanscher. Ein Brantelmatz. Das haben wir im ersten Teil schon gelernt, was ein Matz bedeutet und dass da einen größeren Unterschied gibt zwischen
männlich und weiblich. Wie gesagt, ein Mann als Mann zu bezeichnen, dann ist es eigentlich ein Kompliment. Eine Frau als Mann zu bezeichnen, nicht so. Ein Brandl-Matz kann man also sagen, ist eine heiße, scharfe Matz. Könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut denken. Und was auch noch richtig gut ist, meiner Meinung nach, ist die Presso-Glätschen. Und wenn ich jetzt da denke an eine Udelmaus, dann ist das Schimpfwort eigentlich nur viel dreckiger. Einer der einfallsreichsten Vorschläge mal sagen, war dann auch noch, hey, du Leberkäse mit Ketchup. Oder hey, du Weißwurst mit Ketchup. Das ist natürlich dann schon auf einem Niveau bei Radler trinken. Wir distanzieren uns. Somit haben wir wieder mal eine nackfrische Folge Bayerisch für Anfänger umgebracht. Und was gibt es jetzt zum Sagen? Ja, die Reaktionen auf die Frage letztes Mal, ob wir was machen sollen, dass wir verschiedene Bauwagen, Häusler und so besuchen, war bombastisch. Wir haben sehr viele Nachrichten gekriegt, wir haben sie die Adressen annotiert, wir haben schon zusammengeschrieben, stehen schon ein bisschen so am Durchsortieren und werden demnächst beginnen, diese zu besuchen. Gibt's noch was? Ja. Schaut wie immer auf Snapchat, Instagram, Facebook und YouTube vorbei. Auf YouTube selbstverständlich auch gerne abonnieren. Wer es noch nicht gemacht hat, darf auch gerne auf das Klickerl da neben dem Abo-Knopf drücken, weil ich festgestellt haben muss, dass viele Leute das dann einfach nicht mehr angezeigt wird, wenn sie auf das Klickerl nicht gedrückt haben. Der Birger hat letztes Mal kommentiert, dass er keine Benachrichtigung gekriegt hat, wenn wir ein neues Video machen haben. Und da war der Zentralrat der Fliesentischbesitzer sehr entsetzt. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist Bayerisch für Anfänger. Servus, habet Ehre, schöne Grüße und jetzt ein guter Satz, Freundle!